Servus Leute, willkommen bei Nagarias Spielemamo. Heute leider ohne Raven King, weil der hat die Woche leider keine Zeit. Ich wollte euch heute mal Trials Evolution zeigen, weil ich keine Lust habe, Heavy Rain alleine zu spielen. In Trials Evolution gibt es auch einen Multiplayer, das heißt, es wird auch noch ein zweiter Part folgen mit Raven King dabei, da freue ich mich sehr drauf. Trials Evolution stellt die Fortsetzung von Trials HD dar, was auf XBLA ein ziemlicher Erfolg war. Und in Trials Evolution hat man eben auch hier den Multiplayer und kann selbst Strecken erstellen. Aber schauen wir mal in Singleplayer erstmal rein. Hier Garage, wo man sich Zeug kaufen kann. Und hier direkt geht's los mit Rennen. In Trials HD geht es darum, also in Trials Evolution natürlich, im zweiten Teil auch, geht es darum, Strecken mit dem Motocross zu fahren und die eben so schnell wie möglich zu meistern. Schauen wir uns noch mal den Lizenztest an, das ist so ein kleines Intro. Am Anfang hätte man die Möglichkeit auf verschiedene Motorräder, aber ich habe hier die Rattler nur zur Verfügung und hier ist ein geiles Eichhörnchen, jawohl. Alles klar. Hier unten steht es erklärt, Gas, Bremse, Lehnen, es geht zurück zum Checkpoint oder man kann die Strecke ganz von vorne anfangen, wie man will. Meistens ist es zu empfehlen, wirklich wieder ganz von vorne anzufangen, weil wenn man zu den Checkpoints geht, hat man sich die Zeit versaut. So. Sieht auch schon mal sauber aus. Ah, war doch, oh, Baum, noch mehr Dreck. Ohne Piano, ach du Scheiße. Das sieht gut aus, sieht gut aus. Machen wir weiter. So, Walk in the Park, alles klar. Sind wir dabei. Was mich ein bisschen gestört hat am Trials HD, später war es halt richtig übel. Also, da musste man, ich kann es gar nicht erklären, es war einfach schwer. Es war einfach übel. Was gibt's denn hier? Beachhead, Dunes of Hazard. Ach so, das sind Gebiete und dann gibt es verschiedene Strecken noch da drin. Das ist ja cool. Also das erste Gebiet ist dann wohl der Park. Oh, und hier sehe ich schon die Zeit vom Slaughter, Xbox-Freund von mir. Im ersten Teil gab es überhaupt keinen Multiplayer, da hat man nur die Zeit gesehen von seinen Freunden. Und hat dann halt eben geguckt, bin ich schneller oder eben nicht. Die Grafik ist an sich nichts Besonderes, aber aber passt alles gut zusammen. Fangen wir nochmal an. So. Natürlich ist das Zusammenspiel von Gas und Bremse relativ wichtig, sehr wichtig, um hier gut durch die Strecken zu kommen. Eieiei. So ist schön. Ja, schön. Und rausgepfeffert. Oh, und langsamer wie das Slaughter. Mal auf die zweite Strecke. Uiuiui. Also alles sehr abgefahren. Das soll ja wohl Normandie darstellen. Zweiter Weltkrieg. Ach, scheiße. Nochmal. Am Anfang kann man noch relativ mit Vollgas durchheizen. Was später mit Sicherheit nicht mehr möglich ist, sowas zumindest im ersten. Da musste man sehr langsam machen, um ganz steile Passagen zu schaffen. Und
Und nicht direkt auf die Fresse fliegt. Ah, den Slaughter krieg ich nicht mehr. So. Silber. Jetzt habe ich schon ein bisschen Geld verdient. Ach so, aber für die Motorräder brauche ich Lizenzen, alles klar. Ui. Ach. Oh Gott, oh Gott. Ah! Ah. Scheiße. So. Rüber. Ah, nehmen wir einen Checkpoint, ich will nicht ewig bei derselben Map bleiben. Zeit kann ich jetzt wohl eh vergessen, aber egal, ich will euch ein paar Maps zeigen. Bronze, das reicht, das reicht. Oh, neue Lizenz. Gehen wir mal kurz raus, gucken, wo ich die machen kann. Ah, hier. Hätte ich gleich ein besseres Motorrad. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, Hill Climbing, das war das, was mich im ersten Part so fertig gemacht hat. Oh, langsam! Ah. Okay, Salto rückwärts, um auf die Plattform zu kommen. Jawohl, schön geschmeidig. Ah, das war auch gut. So. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ach du Scheiße. Ah, das so. Mach's schön rund hier. So. Oh. Ah. So geht's auch. Rückwärtssalto. Schön viel Schwung holen mit dem Hinterrad. Jawohl. Ah. Nee. Ah, nochmal von vorne. So, und was ist hier der Trick? Nach vorne halten, damit man weiter nach vorne fliegt, okay. Und schon klappt's. Yeah, neues Bike. Sauber, sauber. So, weiter geht's. Ne, wir machen hier weiter. Und fahren den Downhill Dominator. So. Oh. Scheiße. Ah, viel Geschicklichkeit. Aber es macht unheimlich Spaß. Vor allem dann später auch zu gucken, ob man schneller ist wie seine Freunde. Ist schon lustig. Auch wenn ich es bis jetzt nicht einmal geschafft habe. Auf Anhieb. Na, aber jetzt. Ah, ich hab ihn. Der Wichser. Bam, ins Glas.
Hey, super. Gehen wir mal in die Garage, gucken, was ich kaufen kann. Ich hätte gerne eine neue Weste, irgendwas. Ach Gott, ist der Kram da ja her. Kann ich es wenigstens einfärben? Ah, Adjust Colors. So. Das ist doch schick. Das ist auch schick. Und weiter geht's. Moto Madness. Meiner pinken Furie jetzt. Ach du Scheiße. So. Bisschen hügelig hier. Holprig. Ah. Sauber. Auch nicht zu viel Gas geben, sonst wird es zu unkontrolliert. Ah, schön, schön, schön. Okay, damit kann ich jetzt Fuel for the Flames spielen. Schauen wir hier noch rein. Die Ölkrise, alles klar. Und los geht's. Oh, da ist schon einiges los auf der Map hier. So ein schöner dreidimensionaler Effekt dabei, obwohl das Spiel ja eigentlich in 2D gehalten ist. Oh. Ah. Fuck it. Nochmal. Was mich ein kleines bisschen stört, ist, dass die Motorengeräusche so extrem laut sind und man eigentlich von der Musik nicht so viel hat. Also man hört sie zwar nebenher, aber man hört viel stärker das Motorrad. Ein bisschen langsamer, dafür schaffe ich es aber ins Ziel. Bam, und das Rohr noch mitgenommen. Elf Medaillen noch, das schaffe ich. So, Sunset Stripped. Erstmal nochmal das Motorrad. Mal gucken, ob man es wieder auf Standard setzen kann. Adjust Colors. Ne, halt hier. Bikes. Adjust Colors. Kann man irgendwo resetten? Ne, sieht nicht so aus. Oh, lass mal schwarz. Fein. Das Pink tut er mir an den Augen weh nach einer Zeit. Hey, Schönchen. Schon jetzt finde ich die Maps, also die Strecken, viel cooler wie im ersten Teil. Viel abwechslungsreicher.
Also da hätten sie sich schon Mühe gegeben, die Jungs. Hopp. Oh, shit. Und hier noch hoch. Und da noch rüber. Und nicht umfallen. Eieiei. So, geschafft. Gerade so. Er sieht auch ziemlich erschöpft aus. So, ich hoffe, ihr habt einen guten ersten Eindruck gehabt von Trials Evolution. Der Titel kostet 1200 Punkte. Und bevor ich hier weiterspiele, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal nochmal mit dem Raven King. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Ja, das war's dann eigentlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.